Ja, vielen Dank. Mein Name ist Hazel Brucker. Ich komme ursprünglich aus dem Poetry Slam. Das sage ich einfach deutlich lieber, als ich komme ursprünglich aus Dielsdorf im Zürcher Unterland. Wissen die Leute immer nicht ganz genau, was das ist. Zürcher Unterland ist mehr ein Gefühl als ein Ort. Also Inzest ist kein Pflichtfach. Aber wenn Sie wissen wollen, wie es geht, dann finden Sie jemanden, der es Ihnen erklärt, Mittwoch über den Mittag. Und Poetry Slam, für die von Ihnen, die nicht wissen, was das ist, weil Sie zu einer intellektuellen Elite gehören oder weil Sie die letzten 6,5 Jahre unter einem Stein gelebt haben. Poetry Slam nennt man auch die Paralympics von der Literaturszene. Weil man kann zwar gewinnen, aber es interessiert sich kein Sau dafür. Außer die eigenen Eltern, und für die mache ich keine Kultur. So, dann fange ich jetzt mal an. Ich möchte gerne einen Workshop mit Ihnen machen, im Beziehungen beenden. Mir ist aufgefallen, dass viele Leute Schwierigkeiten haben. Man bleibt oft aus den falschen Gründen zusammen. Also ich glaube, es passiert sehr oft, dass man so 3-4 Jahre zusammen ist und dann schaut man sich am Morgen so an im Bett und denkt, komm, wir heiraten. Und das muss einfach nicht sein. Also lassen Sie sich nicht in etwas hineinmobben, wo Sie nicht drin sein wollen. Ich mache auch viel zu viele Sachen aus Höflichkeit. Ich habe eine grosse Angst, zum Beispiel, dass ich mal aus Höflichkeit heroinabhängig werde. Einfach, wenn ich so am Bahnhof Biel rumlaufe, wo die Chance etwa 50% ist, dass man heroinabhängig wird, wenn ich dort so rumlaufe und dann bietet mir das jemand an, dann sage ich nicht nein. Also ich komme aus einem Haushalt, wo man alles mal probiert. Wenn dann dort so eine dünne, so eine motiviert, aber auch ein bisschen melancholisch, hoffnungslos aussehende Cracknutte mir Heroin anbietet. Ich weiss jetzt nicht, warum eine Cracknutte mit Heroin hantieren, aber vielleicht hat sie so einen Migros-Clubschulkurs besucht, so, du musst deinen Markt erweitern, Uppers und Downers anbieten. Und wenn die mir das dann anbieten, dann sage ich doch nicht nein, dann probiere ich das. Das ist wie wenn man beim Grossmami eingeladen ist an Ostern und sie bieten einem das 3. Stück Kuchen an und man will mega keinen Kuchen mehr. Aber es sind ihre letzten Ostern. Und tun Sie nicht so schockiert, Sie haben die Gedanken alle auch. Es ist einfach viel einfacher, wenn Sie nur reagieren müssen und es nicht da vorne auf einer Bühne sagen müssen. Auf jeden Fall möchte ich einen Workshop mit Ihnen machen im Beziehungen beenden. Ich glaube, Beziehung beendet man am besten per Postkarte. Postkarte, falls Leute unter 25 zuschauen. Postkarte, das ist so... Postkarte ist so das Twitter vom 18. Jahrhundert. Also immer nur ein Follower. Und das ist grossartig, um sich zu trennen, weil eine Postkarte ist einerseits wahnsinnig persönlich, weil handgeschrieben, und wer macht das heutzutage noch, und andererseits aber auch wahnsinnig unpersönlich, weil so eine riesige zeitliche Diskrepanz liegt zwischen Senden und Empfangen. Es kann ja noch alles passieren, wenn man die Karte abgeschickt hat. Ich versuche die immer auch am allerletzten Tag abzuschicken. Am besten, wenn man zu Kloten landet, einfach dann freuen sich auch alle, wie schnell die Post dort ist im Ausland. Und am besten schreiben Sie dann einen Zweizeiler drauf. Am letzten Tag abschicken, wirklich nicht, dass sie dann den Fehler machen und schreiben, ja, es ist schön hier, ich habe eine gute Zeit, dann schicken sie die Karten ab und nachher kommen sie noch Ebola über. Dann, nicht nur haben sie dann Ebola, sondern dann müssen sie sich die Heime auch noch anhören. Ebola, verstehst du unter einer guten Zeit? Nein, nicht so. Darum immer am allerletzten Tag die Karte abschicken und dann schreiben sie einen Zweizeiler drauf und nachher sind sie Single. Zweizeiler für die von Ihnen, die nicht wie ich seit 4 Jahren erfolgreich Literaturwissenschaften abbrechen. Zweizeiler. Ziemlich genau zwischen einem Ein- und einem Dreizeiler. Eigentlich ist es einfach eine schöne Art, um zu sagen Satz. Also man kann einfach irgendeinen Satz nehmen, den mit der Enter-Taste trennen, bevor er fertig ist. Zack, Zweizeiler. Wichtig, bevor der Satz fertig ist. Nicht, dass Sie dann so eine Ziele haben und dann so eine leere Ziele und Sie müssen den Leser davon überzeugen, dass es trotzdem eine valide Ziele ist. Und dann kommen Sie in so einen ganz wüsten Diskurs. Was ist Kunst? Wo hört das Universum auf? Wo fange ich an? Alle ziehen sich aus und machen so klassischen Uni-Alltag. So, und ich zeige dir 2 Ziele und nachher sind sie Single und dann gang ich. Das Wetter ist hier, ich wünschte,
du wärst schön. Danke vielmals, schönen Abend. Hey, so